Vielmals merci, dass du auf diesen Podcast geklickt hast. Wenn es das nachher gefallen willst machen, dann abonniere gerne unseren Channel. An Haut hat man de Joel bei unserem Podcast am Jommer Team iwwer The Voice of Germany, de Eurovision Song Contest geschwaart, an hin als verrode, wéi Shirin David an Tokyo Teil so privat sinn. Also viel Spaß. Dëse Podcast gët Dich präsentéiert mat der frindlecher Unterstützung vun Access vun der Spurkees. Willkommen einkehr. Wir hatten gerade kurz ein Audioproblem. Wir haben an euer Mikro investiert. Wir anscheinend sind wir noch nicht so ganz am Flow dran. Aber anyway, vielmals merci, dass du Zeit geholt hast. Merci für die Einladung. Und war ein froh. Also, das ist, was ich mal beschrieben als The Voice. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie war das für dich, die Erfahrung zu machen? War eine mega schöne Erfahrung, eine bereichernde Erfahrung als Künstler. War wahrscheinlich auch die beste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe so viele Leute kennengelernt, Kontakte gemacht. Das schon extrem viel mit. Und ich denke, dass das mehr Hölle verwehrt für die Zukunft. Aber hast du dir sicher am Anfang dafür schon als Künstler so identifiziert? Ja, nee, ich habe viel gecovert tatsächlich. Selber schreiben war immer so eine Sache, weil ich extrem selbstkritisch bin. Und ich war immer so, tja, das klingt nicht gut und du wirst nie durchgehen für die großen Bühnen. Und wo ich bis dahin gegangen bin, als jeder so erst aber ein bisschen seine Songs schreibt und so auch viel gespielt und ich mir gedacht, okay, sie sagen, dass man Sänger Überzeugung, das hinten am Anfang egal ist, ob es gut fühlt oder nicht. Für sie geht schon nur, dass es ihnen gefällt. Und das war einfach der Schlüssel, den ich gebraucht habe, für meine Tiere abzumachen und meine eigene Musik. Aber das heißt, du hast aber schon gesagt, dass die Musiker für drin. Es war nicht so, ich mache das so nebenbei. Ja, also. Weil, also ich und dich für drin nicht kann. Weißt du, an so, wenn du nicht da hingegangen wärst, was hast du dann an der Musik gemacht? Ich schon tatsächlich Jahr ich da bei der Voice war. Also das Jahr für drin war ich auf verschiedenen Bars. Kannst du ein bisschen singen. Wenn das den typischen Amek und voilà, die jungen Leute kennen da mehr mit, die anderen Männer. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich von mir ging hören, wäre ich nicht bei der Voice. Ja. Natürlich ist die Voice ja auch mehr gewirrscht, für ein bisschen mich zu pushen. Ich habe mich aber schon als Künstler identifiziert, mehr so in den Musik für sich möchte. Ich meine, du warst gerade so, wo du den Klick oder den Schlüssel groß für eben dich auch zu trauen, deine eigenen Sachen zu schreiben und zu performen. Ich meine, war doch ganz wichtig, dass, verbessern wir schon falsch sein, dass so, eigentlich musst du deine Musik, die du schreibst, ja, für dich selber auch als Therapie bist. Also, du setzt dich mit deinen eigenen Gedanken auseinander und du formulierst das dann an einer schönen Kunst, der Poesie, was auch immer, weißt du. Und finalement ist es egal, ob das nur für 100.000 Leute gespielt wird oder für eine Person, nämlich dir selber. So, Hauptsache, es hilft dir. Das ist ein bisschen das, was du auch so hast. Ja, genau. Das ist genau das, wie ich mich auch identifiziere mit der Musik. Ich versuche die Leute mitzuholen an meiner Reise, mir bleibt meine Reise. Und entweder gefällt oder nicht. Ich fand das am Anfang interessant, wenn du siehst, du schon an einer Bar gespielt und die Leute haben da ihre Bier getrunken und du dann von wirklich aufgepasst. Und dann, wie viel das Setting einfach ausmacht. Wenn du dann noch bei Voice of Germany warst, dann so, wow, einer so krass. Aber wenn du dann da an der Bar singst, sind die Leute so, wow, das ist Musik. Ich fand das auch ein bisschen überbekannt Musiker, die dann so an den Subway gehen und dann da singen und die Leute gehen einfach Lunch, gehen so in Euro. Ja. Und die merken das nicht. Schon das war interessant, so den Fakt, dass ein Setting am Anfang viel ausmacht. Ja, das ist tatsächlich auch wahr. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Zeit, wo ich so abgetreten bin, ich mich nicht ganz getraut, immer erstmal rauszukommen. Das heißt, das ist seit The Voice, wo ich auch wirklich meine ganze Range auch weisen, alles, was ich kann mit meiner Stimme. Und nicht mich beschränken auf meine Komfortzone, weil ich mir so, okay, ich meine, heute werden die Leute schon so, okay, das ist okay. Wenn ich einfach dahin ein bisschen rausgehe, dann. Am Anfang so an einer Bar, so, wenn du so übertrieben hast, da werden die Leute so, what the fuck. Ja, ein bisschen an dem Mikro blären und weiter schwappt. Ja. Also. Mir ist doch bei dir vielleicht so vom Charakter, aber ich kann es noch nicht so gut mehr. Zum Beispiel, cool, Savage so, introvertiert, professionell, ohne abgebrüht zu sein. Also das introvertiert, oder du hast auch gesagt, so, für erstmal rauszukommen. Also das vielleicht auch so, dass du den Klick kriegst bei The Voice, so viel dazu sagen. So, ja, du kannst wahrscheinlich schon viel, du wusstest, dass du extrem gut singen kannst. Und du wusstest auch, dass du mit Leuten selber, dass es eine große Passion ist.
Vielleicht wirst du los so den Deklick, so dass du da siehst, okay, ich könnte mal wirklich so auf große Bühne kommen, wie es das ja schon gemacht ist dann bei The Voice. Es war tatsächlich so, dass ich solo nicht, dass ich immer gesagt habe, dass ich gar nicht sagen kennt. Mir das für mich einfach nie durchgegangen, für die Leute. Okay. Das ist für mich durchgegangen, für meine Familie, für verschiedene Kollegen. Und am Anfang habe ich das gebraucht, auch bei The Voice. Also die ganze Aufmerksamkeit, weil die Leute das auch feiern. Und da hat ich gut gerechnet. Und das ist alles Neuland für mich. Voilà. Wie du hingegangen bist, was hast du gedacht? So, ja, ich werde weiterkommen oder was? So, wirklich? Es sind da auch gekommen und das ist mega cool, weil du hast so eine Area, wo du so ein bisschen mit all den anderen Talenten bist, und auch am Hotel. Und da singt jeder, aber jeder angefangen mit zu singen, war ich so, bitte, Mann, das ist mega null, weißt du. Und dann sagten sie, ja, sag mal dein Lied. Und ich war so, boah, ich hoffe, sie sind jetzt viel enttäuscht, am Kopf schon mega nervös. Ich dachte mir, boah. Und sie sind alle mega krass gefeiert. Und ich war so, okay, krass, wie ist das möglich? Wie können wir das so cool finden, wenn der so krass singt, wie der singt? Und voilà, das hat sich dann so ein bisschen so entwickelt. Und ich habe schon nicht gedacht, dass ich überhaupt gebuzzert ging, schon überhaupt kein Feierbuzzers. Und dass ich war ein tolles Finale gekommen, war für mich auch nicht. Wo ihr könnt das? Warst du einfach krass bescheiden oder hast du so eine falsche Wahrnehmung gehabt? So hat sich für dich mit Kopf unheuer wie der Realität aus oder warst du einfach wirklich so humble? Ich denke schon, dass ich bescheiden bin. Also, Ja, ich fand das auch wichtig an dem Milieu. Ich muss einfach so, dass ich fand mich nicht so krass wie verschiedene Leute dazu so. Und mit der Zeit mittlerweile, das ist eine lange Weh, aber ich fange an, das auch ein bisschen so zu verstehen, dass ich aber eventuell verschiedene Leute kann erreichen und bewegen. Ja. Ja. Just für da eine kurze Anekdote zu sagen oder ein bisschen in Kontext zu setzen. Der Philipp so für einen Podcast zu machen, so hier finde ich im Moment so der krasse Lützebäuer im ganzen Land einfach, weil du so pure Talent hast. Okay, krass, merci. Weil gerade keine Ahnung gibt, den so hype hat, an den du, also ich fand, du hast gerade immer so ein Momentum, auch noch mit Eurovision Song Contest, also das lebt gerade alles sehr gut. Ja, ich bin mega dankbar dafür. Ich weiß, dass so habe es auch nicht für immer wert sind. Ich genieße den Moment. Und ich versuche den Moment auch so lange zu halten, wie es geht. Dann ist natürlich, wie bei ganz vielen Leuten, die sich so bei Sendungen rummelden, das muss einfach am Ball bleiben. Und das ist hauptsächlich auch mein Ziel. Also du musst am Anfang den heutigen Moment immer gut ausnutzen. Genau. Weil ich denke, nachher so einen Moment kriege ich nicht. Ich habe mega hohe Peak und leider erreicht. Und da muss ich schaffen, dass das so bleibt. Weil auch so, es sind ein introvertierter Mensch, was Sangen angeht, weil ich fand, Sangen ist ziemlich intim. Dass du musst wirklich erst da rauskommen, für das für die Leute zu machen. Und das ist wirklich heinst du Haut, sogar noch Schwierigkeiten mal tun. Als Mensch bin ich manchmal introvertiert. Ich habe Menschenkontakt aber vergessen, du schon mehr extrovertiert. Ja, ne, da verstehe ich komplett mit der Musik. Aber auch mal Momentum mengen ich, als es überall, was du siehst. Ich meine, das auch Gefahr, oder du darfst nicht so zu viel Druck selber machen, dass du da so die Scheikunst und die Leichtigkeit so verlierst oder vertiefst. Weil das ist so, den Momentum mitholen, den Hype mitholen, aber noch immer Spaß und an Passion haben und einfach den Sachen machen, die du gerne musst. Und dann wird es wahrscheinlich natürlich so weiter wissen. Ja. So, ich meine, der will nicht so viel so auf Krampf, so, ich will gerade heute, muss ich TikTok machen, und ich muss XYZ machen, weil ich gerade ein bisschen mehr Eyeballs auf mir habe. Das ist eigentlich auch nicht richtig. Das ist einfach so, wie es der Bass einfach weitermachen, organisch wissen, den Hype mithören und dann geht es in die richtige Direktion. Also so sind ich auch, kann ich auch nicht sehen. Also es ist schon so ein Mensch, der nicht mega Fan ist von mega viel auf Social Media posten und konstant Content dort kreieren. Ich weiß aber, dass das Matchspiel zum heutzutage, du musst, das ist durch das Plattform für groß zu gehen. Du gehst nicht, weil es irgendwo den CD verkaufst, groß. Das ist leider nicht mehr, die Zeit ist einfach auch nicht. Aber ja, Heinz Tone schon aber ein bisschen so, das ist ein bestimmter Druck da. Ich will mich nicht forciert, wir spüren aber ein bisschen am Hinterkopf. Und jetzt sind dann die Idee schon mal so, komm, hol einfach irgendeine kleine Cover ab und dann
da gehst du leider aber wenn selbst zurück. Mehr ich mengen, also du musst halt auch Hund für, weil wenn du den Druck nicht hast, dann musst du auch nicht und da kann ich ja nicht weiter. Du musst schon schaffen. Ja, ich fand im Momentum sowieso so etwas Interessantes, so, wenn es lebt, so wie man lebt alles. Und das fand ich muss einfach darauf aufbauen. Das ist aber krass, also das letzte Jahr, wo zu so viele Sachen geändert, gell, das ist krass. Hast du dich auch verändert schon, oder nicht? Ich denke nicht. Nee? Ich denke, ich bin immer selber. Ich bin sowieso so ein Mensch, wo ich lebe jeden Tag nur im anderen. Sachen kommen, wie sie kommen. Und wenn sie gerade gut kommen, genießen ich das. Wenn sie mal gut kommen, dann probiere ich das eventuell zu lesen, zu ändern. Aber voilà. Ich denke, das sind ziemlich selber geblieben, aber... Weil das einfach mal wissen durch das Jahr, was sind so konkrete Sachen, wo du siehst, da hat sich grundlegend verändert, oder? Das war ein großer Meilenstein. Was geschieht alles? Ja. Bei deinem Freund hat dich schon gemeldet, gell? Ja. Bei der Voice. Hat mich zu meinem Glück gezwungen. Schlussendlich habe ich mich aber danach entschieden, hinzufahren. Und das war auch wahrscheinlich, weil ich mal in dem Moment gedacht habe, schon die Chance schon gekriegt. Wie sieht man, dass ich die denke, werde kriegen? Und zweitens... Wie die Chance gekriegt? Für Maxima bei der Voice. Muss in Ugeholt gehen? Ja, du musst dich eigentlich ummelden und dann musst du da Ugeholt gehen, nach dem Casting zu gehen. Und dann, nur dem Casting, kriegst du noch eben einen Monat oder so, kriegst du abschicken, so, okay, du gehst geholfen, planen dich und so dann nicht. Und war auch für ein bisschen so Kampf gegen mich selber. Ich muss so ich gehe in Casting in Komfortzone raus, weil ich will unbedingt Musik in meinem Leben machen. Ich will davon erleben. Mir schon bis auf den Punkt nicht wirklich etwas dafür gemäht. Dann schon mal gesagt, komm, du gehst da all in, probierst du. Gott sei Dank hat geklappt, gell? Ja. Geil, das hat auch keinen Sinn, dass einfach keinen sich umdreht. Ja. Da wärst du lo. Das hat weh gedacht. Da wäre dein Leben einfach nämlich gewesen. Ja. Hat das weh gedacht? Ja, schon. Du hast aber, deine Expectation war ja aber, dass keinen sich umdreht. Ja. Und das hat aber weh gedacht. Und das hat aber weh gedacht, ja. Okay. Was so wie tolle Final. Ich, wie gesagt, schon nicht erwartet, dass ich überhaupt so weit komme. Ich habe schon allgemein einfach das genossen. Und ich sollte mir auch im Nachhinein, dass nicht, dass mir egal wie aber ich mir schon so, das ist okay, wenn ich auch herausfliege. Und wo ich halt dann ans Finale gekommen war es nicht so wirklich wie ein Messerstach, den da direkt am Herz gerot. Aber war so wie wenn es mal ein Buttermesser, so stumpf Messer. Ich könnte da was drin, mit der Zeit, das können mit der Zeit. Und das hat so auch ein bisschen so angefühlt. Mega traurig war ich nicht mehr. Ich war so, okay, das wäre schon geil, aber für das Letzte auf der Bühne zu stehen und etwas ganz anderes zu liefern, weil ich meine, Finale ist anders wie ein Halbfinale. Du singst, das Jahr haben sie Single live gesungen, sie haben mit einem Künstler live gesungen. Das war natürlich eine mega geile Erfahrung gewesen. Was war so genau den Gedanken in dem Moment, wo es fertig war? Meine Gedanken waren so, okay, das ist fertig, das ist okay. Ich fand Nähnchen für den fertig. Also, ja, das möchte mir einfach. Das möchte natürlich mir einfach. Aber voilà, ich ignoriere meine Gefühle, aber grundsätzlich nicht. Und schon einfach nur oben. Nee, absolut gar nicht. Das schickst so gar nicht. Ich war oben just nur im Hotel. Ich habe mir gedacht, okay, das ist wirklich fertig. Ich werde nicht mehr die Woche dann drauf. Ganz früh aufstehen, bis ganz spät am Studio sind, Interviews machen, den ganzen Stress mit dem Styling, mit allem. Das heißt, aber du am Hotel, war du deine Freundin dabei oder warst du da allein? War du nur dabei, ja. Okay, weil ich meine, du allein sie wäre überkacke gewesen. Wenn so den Adrenalin no lässt und du war so bist an einem Lauch und da warst du allein, das wäre überscheiß. Ja, schon. Ich hatte tatsächlich aber meine ganze Familie dabei. Ja. Wir haben noch nur der Show geschwart und ich habe mich wirklich dankbar gefühlt für alles, was ich erlebt habe. War halt total ein bisschen aber gezogen. War doch normal aus. Ich meine, wäre mir komplett egal, dann wäre die Erfahrung auch für die Katze gewesen. Dann. Das war das ja absolut gar nicht. Mit das, weil ich nicht aus Lützeburg konnte rufen. Kennt Sie? Weil ich kann aus Deutschland, war Österreich und Schweiz oder so. Ja. Und nicht Lützeburg. Ja, ungefähr. Immerhin, der will mitmachen. Ja. Das hat mich am Anfang schon wirklich gewundert, zu sehen. Weil ihn effektiv nicht aus Lützeburg kann anrufen. Ich wusste nicht, dass er kennt. Beziehungsweise da ich wusste am Anfang, weil Christina ja auch mitgemacht hat. Mir ist schon noch nie drüber nachgedacht, dass ich aus Lützeburg kann mitmachen bei The Voice of Germany. Ich fand just, also, nicht für auf mich bezogen lang, also,
Ich meine, sie bestimmt aber auch Leute hier im Land, die Voice of Germany gucken. Ich meine, hier im Land gucken Leute größtenteils auch deutschen und französischen Fernsehen. Und die bestimmt Leute, die alle Jahre aus der Voice of Germany gucken und auch feiern und eventuell das ein oder das andere Jahr mal gerne gegen anrufen. Und das ist natürlich schön, dass es von hier aus nicht geht. Aber voilà, das ist eben so. Weißt du, wie viel Tanz der gibt es? Nee, das sollen sie nicht. Wenn echt gehen ist. Nee. Okay. Das wäre krass. Ich meine, das ist besser so. Ja, so der Laschen ist scheiße. Ui, Aber das ist auch scheiße, wenn du just den Boss den nicht an Ja. Finale Ja, kommst. der Sechste oder so gewesen zu sind, dann. Ich meine, da wärst du mehr frustriert. Ja, das ist so. absolut, ja. Ich will ein Zitat von Shirin David vorlesen über dich. Mhm. Schon da dem über Neues erzählt. Du bist einfach ein Gewinner. Deine bescheidene Art, man fühlt sich direkt zu dir hingezogen. Du siehst sehr gut aus. Ja. Das, ich weiß nie, wie ich reagieren soll auf der Bühne. So. Du dir vielleicht auch gesehen, ich so einfach merci und wie soll ich darauf angehen? Also, so, keine Ahnung. So schon zurück komplimentieren, so nicht machen. Merci gleichfalls. Ja. Voilà, das war mega schön, aber Ja, muss ich leben. wirklich sagen. Jeder hat etwas gesagt und dass sie wieder die aber hängen bleiben. Weil es sind tatsächlich auch Leute, die groß sind. Ja. Allein meine Coaches schon, die auch extrem viel für uns gemäht haben. Shirin David, wo aber bestimmt nicht mehr tut, der Ronan Keating, den in der Welt bekannt ist. Der Cool Savage, den ein Rap-Legend ist. Den Giovanni, den im Moment in Deutschland auch extrem boomt. Ja, das sind krass Leute. Aber du sollst viel von Connections gespart. Ist das echt da andere Leute, die Matt gemacht haben? Oder auch so auf dem Niveau? Also hast du nur zum Beispiel so Connections mit Shirin David längerfristig? Nee. Vielleicht? Ah. Nee, also Oder mit das Bill oder mit Tom oder mit so sehr länger. kann man so, ich denke, ich kann ihn zu aller Zeit nach schreiben und bin es dann in Antwort mal. Und das ist auch schon viel, fand ich. Und Ja, Ja, ich war also, ich bin froh zu irgendeiner so und weißt, keine Ahnung, dann voilà. Das heißt, das ja. Aber der Rest muss einfach vom selber kommen. Und die anderen Connections, die ich gemacht habe, und das sind die anderen Leute, weil es sind noch verschiedene Leute dabei, die in den Blind Auditions direkt rausgeflogen sind. Verschiedene sind noch gar nicht am Fernsehen gewesen gehen. Und es waren auch dabei, die auch produzieren und so weiter. Und ja, aber ein kleines Success aber haben. Und ich denke, das ist immer gut, die Leute kennen. Ja. Wie geht das für dich 4 Runden? Hast du schon konkret Plan? Ja. Ja? Ich habe tatsächlich 3 Lieder geschrieben. Nice. An der Zeit, wo ich da ausgestrahlt habe, während der Blinds, Battles und so weiter. Schon noch 4 mit dem einen oder anderen, wo bei der Voice dabei war, auch ein Feature zu machen. Und am besten Fall, dem noch mit nächstes Jahr, meine HDP oder so rauszubringen, das wäre schon ziemlich Nice. cool. Ja. Nice. Ich will auch Gas geben, weil. Momentum. Genau. Ja, für Moment. Moment. Für den Hype. Du hast 2 Accounts auf Spotify. Den einen ist dein, den anderen ist The Voice, geil. Genau, also, ja. Okay, das ist den dein privat, also dein aus der Richtung. Der, wo Stranger drauf ist. Ja, nee, weil ich schon am Anfang nie wirklich etwas released. Ah. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so auf Spotify einen Artist-Account zu haben, muss etwas releasen. Und von meiner Seite, dass das nicht kommt, also das Label hat das Lied released. Das heißt, kann aber auch sein, dass das doch nur mein Account ist. Ich überhole den einfach. Okay. Nicht der von The Voice, mit den anderen, Ja. die noch an Exas. Okay. Ja. Okay. Du musst nicht eine neue kreieren. Nee, Ah, okay, gut. normalerweise nicht. Aber ja, dann ist das so. Aber Dann, welches Label hat das released, das Lied? ja, Embassy of Music. Okay. Das sind, also, ja, das sind die, mit denen The Voice geschafft hat. Ah, okay. Ja. Und ich denke, die sind auch gut. Und auch für die Gewinnerin Malou, mein Schwert hat eine geile Erfahrung gesehen. Tja, welche Karten hast du dann da? Ma még 3 Karte vun Access vun der Spurkees, még Debitkart, mat der joch még Vakanz an mei Flieger buche kann, még Visa Klassik, an még Visa Premier, woch nach ganz viel Extraversicherungen hunn, wie zum Beispiel bei Reesausfall oder wann mat mégem Gepäck geschéien. Ja, mega cool, ich los ein Premiers Kart. Da kannst du mal doch mit Apple Pay bezahlen. Meier Klo, du kannst ganz einfach mat engem iPhone bezuelen. Cool. Dann hast du also pure Connections für längerfristig von sein. Ja, schon, Okay. ja. Okay, nice. Ja gut, der Tisch, wir alle fest. So auf dem Niveau andere Artisten oder Produzenten kennengelernt, Label Connections eventuell gemacht. Ja. An Tom und Bill auf Speed Dial.
Genau. Nice. Das heißt, du gibst jeder einem Roden, den auch nicht weiß, ob er sich soll ummelden bei seiner Show. Der gibst du Rode Maret. Ich hoffe, dass ich echt da so als Inspiration noch war. Also, dass ich eine Inspiration Ja. sind für die, wo sich schon einmal vorgestellt soll ich ein Matt machen, soll ich nicht Matt machen, die sich zweifeln. Ich kenne das Gefühl halt wirklich mega gut. Und ich hoffe, dass die den anderen sich auch traut. Und wenn die ich nicht klappt, dann ist das so. Dann klappt es wahrscheinlich ein anderer Kehr. Ich habe mich schon gemeldet, weil The Voice Frankreich, die sie bis auf die von den Starthaus kommen. Und sind ich hingegangen. Und das aber im Nachhinein nicht geklappt. Okay. Und voilà. Ah, interessant. Wann war das? Gut froh. 4 Ruhen. 4 Jahre oder so. Ja, okay. Das Du ist war, einfach so gut developiert in den 4 Jahren. ich so mal, also meine Stimme hat sich auch krass geändert, auch wie ich sangen an Anfang alles, mein Range ist besser gehen. Schon noch dem Mal war ich mega nervös. Und das ist natürlich auch so de facto der Match spielt. Die paar Gigs, die ich im Land hat, ihr bei der Voice gegangen sind, die haben aber schon geholfen. Weil ich bin ein Mensch, ich bin nicht sehr nervös. Wir waren schon unter Druck gestaltet, schon. Und das war so bei der Erfahrung für drin. Und lo gar nicht. Warst du das gar nicht nervös für den nächsten Auftritt bei der Voice? Also Oh, ich wäre so krass Ja, nervös am Ja. Sinn von so der positive Kick, Ja, der war da. Mir steht mal, ich gehe dünn an Stangen. krass. Und ich kriege noch nicht viel mit, also meine Haare sind zwar ab, aber es ist so, wenn ich fange mit Zangen, da sind richtig bis fort. Und dann Okay. kommen ich rum, wenn ich fertig bin. Und dann realisieren ich recht. Okay, ja. Auch wenn die Leute gerade sich da umgedreht und war so, okay, mal weiter. Das ist gut, dass man da noch nicht dann. War auch schön, dann noch Chef, das Gesamtbild zu sehen. Von den nächsten Gym dreht halt so einfach, das war easy. Ja, was wollen Sie machen? Ja, Ja, voll geil. geil. Was willst du machen? Fangen Sie an, so ab, es geht du, merci. Wird das noch nie gemacht? Das müssen wir nicht machen. Wenn der das gemacht hat, der hat nicht gewiesen. Das Vielleicht. ist aber nicht weiterkommen. Ja, bestimmt. Ja. Auch die Band, du hast mega krass, gell? Ja. Die Leute sind wirklich brutal talentiert. Und die spielen da alles auf Freestyle. Du hast da verschiedene Sachen geändert. Ja, spiel so oder spiel Solo, so und so. Sie machen das auf Freestyle. Ah, ja. Das sind einfach Sachen, wo du siehst, okay, krass, das tut mich ja ein bisschen üben daheim. Sie, nicht. Ah, sick. Also keine Sorge. Nicht. Ja, das ist krass. Hast du, wusst schon für Drun, wen du gibst bei welchen Jury du gibst hören? Ja. Ja? Wusstest Ich, du also, ich muss mental darauf vorbereiten, falls ich die Option habe. Das hast du eigentlich gelöscht, 1, 2, Ja. 3, 4. Okay. Ja. Was war Und denn ich hatte, also für dich mal grob zu sagen, ich wollte für dich mal gucken, was die Leute sagen. Ich war bei Egin, war just einen ging umdrehen und dann Ja. hatte ich nicht viel schwer. Bei 2 ging der Prozess dann aufhängen, bei gut keinen hat schon auch kein Schwer ein bisschen treffen. Aber tatsächlich, wenn ich die 4 Schweren hatte, dann war auf der ersten Platz bei mir Ron Keating mit Tokyo Hotel so ziemlich tête-à-tête. Dann hatte ich Shireen und dann Giovanni. Ich meine, es war so. Okay. Und am Nachhinein war es mega schwer, sich zu entscheiden. Weil sie sind alle so gut geschwart. Auch den Giovanni, den hat ja bei meiner Blind Audition so ein bisschen mehr, nicht direkt Kritik aufgehen, also so konstruktiv Kritik. Und viele Leute gut, das wäre so ziemlich negativ rübergekommen. Ich habe am Anfang gut abgeholt, weil ich mir so, okay, am Anfang gesagt, ich habe da Potenzial. Zumal, weil ich schon ziemlich unsicher war. Und voilà. Am Nachhinein sollte ich mal mein Gefühl, sollte mal Tokyo Hotel, let's go. Was ist zufrieden, aber über das schon? So im Ich war Nachhinein. drüben. Ja? Ja, wirklich. Okay. Mega. Also sie sind wirklich top. Ja. Geil. Also, sie sind wirklich genau dasselbe, privat. Ich kann mir vorstellen. Genau dasselbe. Das ist mega witzig, Martine. Wie ist die Beziehung so? Ist das einfach wie so Kollegen? Oder Ja, wie also- ist das? Das, also, weil ich auch gelernt habe, dass die Leute auch schon Menschen sind wie mir. Ja, klar. Also sie könnten hier einfach bei uns sitzen und Matsch schwätzen. Hätte sie immer so navitieren. Das wäre so, keine Ahnung, kannst mega relax mit denen erhalten. Weil sie sind natürlich auch schon mehr lange in der Branche. Die wissen auch, wieso muss ich schwätzen und wen nicht. Und Klar. so weiter. Aber ja, es war eine mega geile Erfahrung. Würde so irgendeine Witch-Story, die man erlebt hast, oder ändert so,
was du kannst zählen, was du willst zählen, wo du so Martini geschwart hast, gemacht hast. Witzig nicht direkt, echt, also Sachen, wo ich mega schätze. Ich war für die Battles, war ich zum Beispiel mega heiß. Und da kriegte mehr alle gut vom Team so einen Schlauch geschenkt, mit dem du kannst deine Stimme abwärmen und das entlastet ein bisschen deine Stimme. Und das hat mir viel geholfen. Auch für das Halbfinale kriegte man so ein Health Pack an das Hotelzimmer geschickt. Was ist das für ein Schlauch? Am Anfang der Blubber ist da und Wasser. Und am Anfang war das erste Ding Stimmbänder da machen. Okay. Und ich hatte das schon gesehen und ich dachte mal, keine Ahnung, das ist so selbst, wo die Leute das verkaufen. Ja. Und tatsächlich muss ich wirklich so, und das geht aber gut. Zumindest wenn du, Wäre ja einfach ein normaler Schlauch. ja, das ist ein normaler Schlauch. Und, also das ist anscheinend so medizinisches Silikon. Okay. Weil am Anfang, ich war eigentlich bis bei den, wie nennen die Boutique, also so Bauhaus-Dinger, so mal Gartenschlauch, da ist gerne für das Mann. Und das ist anscheinend nicht so gut für, voilà. Und dann kriegt man hier von hinten. Okay. Und das war cool. Okay. Ja. Mir das hilft tatsächlich zum Beispiel, wenn du so mir lang singst. Und ich singe ja viele Lieder mit viel Power, wo auch mehr challenging sind für die Stimme. Ja. Und du nur einfach so 15 Minuten ein bisschen Stimmen zu machen entlasten, das macht viel aus. Tatsächlich, ja. Ja, noch nie hören mehr. So nicht. Klingt plausibel. Ja. Und dann, was war das für ein Package? Da waren Hauskamellen dabei, Hunde und so weiter. Einfach so basic. Ja, so für, voilà, bleib gesund. Das Ja. war mega kalt zu Berlin. Ich war ja, also für die letzte war ich für Teamfights, das war noch Sommer. Das war noch mega gut. Und sind ich für das Halbfinale Dinner gegangen, -7. Ich war so, boah, okay, das ändert zwar ein bisschen. Und also die Angst, krank zu gehen, die war bei jeder Ränge von uns. Und da haben wir auch extrem aufgepasst. Und Gott sei Dank hat das geklappt. Aber was konntest du, hast du da so Sachen von ihnen aufgeguckt oder Sachen von ihnen gelernt? Von den anderen Leuten? Nee, von Bildern, von der Jury, so die Leute, die. Ja. Oder und sie dir Tipps geben? Dem nur weh, also zum Beispiel beim letzten Lied, war der Bill mit dabei an den Vocal Coachings. Und ihn hat mir dann auch Tipps gegeben, mal vielleicht in dort einen Ton, geht vielleicht an den Blut, macht Lied ein bisschen anders, macht nicht so viel originell. An dem Sinn schon würden noch ein paar Tipps aufgehen. Das waren nicht so Live-Tipps. So Karriere-Tipps oder so. Am Ball bleiben halt. Also ich selber nicht zu verlieren. Und ich denke, das ist auch wirklich der Grundstein vom Success. Also Marathon, ne? Ja. Okay, easy. Hallo, nächster Schritt, Eurovision Song Contest. So gesagt mal aus, ja. So Tom, ich war gestern mit meinem Hund im Ballo beim Dierendoktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe für die Hunde, für die Katzen, weil sonst wird das mega teuer gehen. Das ist gut, das ist interessant, weil ich selber einen Katz Mickey und die muss auch ultra oft bei den Veterinär. Wo kann ich mich informieren für von AXA die Assurance da? Aber du kannst einfach auf den Link unter diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay, nice. Also, just für die Leute, wir dürfen darüber schwätzen, du darfst nicht viel dazu sagen. Aber ich wollte da natürlich ein KU schwätzen. Ich habe nicht unter What's Next als ersten Punkt natürlich geschrieben. Was darfst du dazu sagen? Komm ich einfach so. Also ich stelle mal einfach grob, dass ich mega freuen, dass ich dolo mit am Boot sind. Und da bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt. Gell? Okay. Ich habe mich gefreut, wenn du nicht bei The Voice gewesen wärst, wärst du dann noch ans Finale gekommen von Eurovision Song Contest. Gut froh. Ich habe mich gefreut, wenn du einfach als normalen Musiker durchgekommen wärst, oder ob da schon mehr Status gibt, als ich so ein bisschen geguckt habe. Ich habe mich echt gefreut. Gut froh. Hast du dich da doch schon gefreut? Ich habe mich tatsächlich auch schon gefreut, ja. Und, ich meine noch nicht, dass ich stimmlich also dass ich mich so entwickelt hat, für vielleicht auf dem Punkt auch auf dem Niveau mitzuhalten. Also ich meine, ich respektiere all die Künstler, die mitgemäht haben, ob sie geholt haben oder nicht. Ich unterstütze auch die Musikszene im Land schon ein bisschen mehr lang. Und ich fand das mega cool, dass die auch mittlerweile extrem wiest. Und voilà,
schaffen. Also ich wünsche dir eine bonne Chance. Ich gönne wirklich von Herzen dir dran. Okay. Guck mal, was Weißt du, ich ist traurig, dass Mars nicht geholt wird. Das ist jetzt Lito. Ja, Gute Schmatt, ja, das ist wirklich gut. das sind schick. Ich muss aber so, weil ich das auch gut. Iwawitsch von tun, aus dem Bruce ein Post. Ja, Der war witzig. Wirklich Der war Iwawitsch witzig. lachen. Da muss ich auch ein bisschen lachen. ja, der war witzig. Voilà. Was ich dicker Welt wissen, da, boah, dick viel Sachen. Warte, wie viel Zeit haben wir? Genau, eine gute Mal halbe Zeit. Stunde. Okay. Ja, so, wo hast du den vor? Ja, weil, also ich übersprang das ganze Thema. Du hast nämlich gerade von der Lützeburger Musikszene geschwärzt. Und ich wollte effektiv ein bisschen wissen, so, wie hast du so die Lützeburger Musikszene aktuell? So, wer Leute verfolgst du oder wie gesagt du den Development? Du siehst schon effektiv, du verfolgst es mir lang. Ja, also tatsächlich, also Geoklassiker, so Musik, so Fausti und so weiter. Ich meine, das kann man schon reden hier im Land. Das ist natürlich nicht Musik, die ich privat auch so gerne lausche. Und ich fand los, in den letzten 2, 3, 4 Jahren ist die Musikszene hier im Land immer mehr an die Blut gegangen. Und die Qualität geht auch immer mehr an die Blut. Und ich fand das mega cool, weil ich denke die Leute daran, dass die Leute sich auch ein bisschen trauen. Weil ich sehr kritisiert, von den Apps probiert und dass in dem Ball bleibt, egal was für Feedbacks du kriegst, fand ich das wichtig und ich respektiere das extremst. Lohn alle Künstler, zum Beispiel den Childers, den auch fand ich auch extrem gut aus. Auch der Bruce, ich meine, ich lausche den auch ab und zu mal. Das ist nicht Musik, die ich konstant alltag lausche, mir aber unterstützen möchte, weil allein der Fakt, dass er sich getraut wird, und ich schwätze noch für alle anderen Künstler, auch der Mars, der ganz früh angefangen hat, dass sie sich getraut haben, etwas zu machen. Das respektiere ich enorm, weil ich versuche mich dann an ihrer Position so viel zu stellen und ich habe mich nicht getraut. Du weißt, allein das verdient schon fand ich, Unterstützung auch hier im Land. Und ich hoffe für jeden, den hier erst so ein groß gehen, dass das eigentlich klappt. Das wäre natürlich mega schön. Und dann noch eine Frage zu dem Thema, wie gesehen am Anfang so die Leute bei The Voice, so als Lützebäuer oder dich als Lützebäuer? So gehst du ein bisschen anders vorgeholt oder waren es so, wie wenn es ein Deutscher gewesen wärst? Ich habe mich abgeholt, wenn ich ein Deutscher wie, wenn ich von hinten wie. Verschiedene haben nicht gemerkt, dass ich für Lützeburg bin. Ja, das ist auch gut, das ist kein krasser, also das ist kein Akzent. Okay, krass. Also dafür, weil ich so, okay, merkt ihr nicht. Weil ich schon gehofft war, es ist kein Akzent. Weil das ist immer so überbauend. Ja, das ist so Fremdschämen, man merkt, bitte, ja. Nee, also, tatsächlich, das hat geklappt mit dem Akzent. Sind ich einfach froh. Das wäre ein bisschen mehr penibel. Aber, nee, sie haben mich alle gut abgeholt, wirklich. Und sie kennen tatsächlich alle gut Lützeburg, also die meisten Lützeburg auch kannt. Weil ich noch schon Leute kennengelernt habe, die so was seit am Süden von Europa. Weil ich hatte schon so auf der Uni, so die Erfahrung am Anfang, so, dass sie Lützeburg wirklich nicht mehr kennen, wenn es um Klischee, nämlich so billig tanken und Finanzsektor. Ja, ich denke noch Grenzen nur Leute, die kennen Lützeburg so. Wo ich zu Berlin war, da kommen Leute auch, keine Ahnung, von überall, von Deutschland. Und das ist mega krass, wenn man mit ihnen dann ein bisschen drüber schwätzt, weil sie kennen die Situation gar nicht von hier. Und es ist natürlich auch frische Wand an den Konversationen. Das ist was krass fand, ich wusste halt zum Beispiel nicht, das ist vielleicht auch penibel, das ich nicht wusste, aber ich wusste nicht, dass du in Deutschland überall kannst den Preis, also mal wie du willst, auf der Tankstelle. Das heißt, in einer Raststadt kannst du. Ja. Das ist halt mega krass. Ja. Das heißt das ja gar nicht so. Nein, Und sie fanden das mega krass, dass das halt so aus am guten Sinn, weil sie fanden das alles ein Aufzocken da hinten und so weiter. Da gibt Apps, wo du kannst gucken, wo es auf welcher Tankstelle das Benzin geht, wie billig. Ja, das ist krass. Ja. Es sind noch Landstuhl-Tankstellen gefahren, wo wirklich ein Unterschied von 0,01 Cent war. Ja. Das, keine Ahnung. Ja. Muss halt Sinn. Ja. Fun Fact, ja. Nee, mit Leuten, die wirklich, also so Lützeburg kann da war die meisten an, also sie kennen das Land halt just so. Ja. Und die den anderen können da reinkommen für zu besichtigen und zu visitieren. Aber wenn ich da eigentlich so Gig am Start hätte, dann eventuell dann Geil. zu zwei. Das wäre cool. Mega geil. Ja. Man Wie gesagt. so Sachen geplant schon, so hier am Land, so
den nächste Konzert oder so? Ich schon lo den Freiden, also den 15. sind schon kriegt mal zu Day verding. Okay, cool. Den 16. Dezember, das ist Samstag an der City Concord. Okay. Den 20. Dezember zu Mama am Christmoat. Mal die Sachen am Dezember, Okay. die noch laufen. Organisierst du die gerade im Moment noch selber? Oder? Ja? Das ist auch stressig. Bist du gesucht und dann musst du dich Ja. darum kümmern. Schon noch viele andere Sachen, die ich noch nicht darf ausschwätzen. Weil voilà, dann nicht so fest und so was. Aber das halt, ich kriege extrem viele E-Mailen und ich muss auf die antworten. Und ja, voilà. Also Selbstständigkeit muss auch schaffen, voilà. Ja. Und, Und ich finde, die Manager sind und immer so. ja, keiner Anfang, ja. Aber da ging es auch gut nicht, man. Das ist auch nicht cool. Aber dann merkst du, dass du der Zeit wolltest, bei uns zu kommen. Ja, ganz gerne, wirklich. Merci. Ja. Was ich mich gefragt habe, ist das so Fall, dass aus all Coach-Team an der Finale ist? Ich war so, kann nicht Sinn. Oder, weißt du, also, meinst du, das alles richtig? Ich denke schon, komm mal so und los, so. Sie verstehen das eh nicht. Ja, Auf letzte Brüche. Was nicht noch schreiben? Ja, weißt du, ob sie noch schreiben, dass sie nicht Zu NDA. so Also, während der 4 ich darf nicht so, weil sie nicht, also, Schuld. Schuld war doch normal, ich denke. Ja. Und das ging ich auch niemals mal, weil meine Erfahrung mega schön war, auch an den Kulissen, ne? Also nicht nur mit den anderen, du wirst wirklich behandelt wie Kind. Das du, Geil. das ist wirklich krass, du musst ein Interview, du siehst selbst, was du im Nachhinein überlegst, oh, ich bin gut voll damit, was du so tun. Du siehst eine Bescheid, sie schneiden ran, sie machen nicht Express für den Scheiße. Ja, das ist wirklich cool. Ja, du, ich mal die Frage schon immer gestellt, und nicht mehr lo das Jahr, weil ich da mache noch schon die Jahre für drin, ob du das andere da war ein bisschen Fangeren am Spiel hört. Im Nachhinein so ich mal, könnte vielleicht komisch rüber, dass wirklich alle Coaches dabei war. Mir läuft zum Beispiel beim Giovanni, er hat so ein Talent und hat extrem viele Fans auch an. Die rufen Ja, alle das ist just wahr. für ein Talent an. Ja. Und was sind die Chancen noch, dass von unserem Team, wir waren zu 5, da sind dabei, also sind die Chancen aber ziemlich groß. Ja. Beim Shireen mit 4 Leute auch, beim Ronan mit 2, also aber die Chance auch da. Der Rapper, den mit dabei kommt, beim Team Savage, den schon den auch auf Augenhöhe gesehen, man da ist. Ich so, das immer so, der sagt alle mega krass, ich kann mich mega erinnern. Aber wie gesagt, jeder hat seine Kunst, was er möchte, kann ich nicht machen. Was ich eventuell mag, kann er nicht. Und ich meine, das ist ja das Schöne in der Musik, dass jeder sich ergänzt. Ja. Wen hast du persönlich am besten von ihnen? Von all den Talents, die da waren. Vor allem von denen, die an der Halbfinale waren. Was ist dein Ich finde Favorite? wirklich so krasse Favorite habe ich tatsächlich nicht. Außer Malou. Ich kenne Malou schon seit den Blind Auditions und ich habe ihm durch schon Wert gewonnen. Das heißt, ich hatte keine Wette. Ja. Und wir, Ja, das ist noch der Voice und ja, das ist so, die Dinger kriege ich nie lassen. Das ist so, ja, ich gebe doch unhalle. ja, naja. Flex, Humble Flex. Ja. Man nicht noch mal gut hört. Wo kannst du schon mal? Ja? Im Moment. Ja. Die einen Flex haben da oben mal PG, es kommt dann um eine Voice Engine, bei uns schläft. Genau. Das ist mir gut ständig. Ja, ich schon tatsächlich auch gedacht, das hat gegen gewonnen. Aber die anderen sind wirklich auch mega talentiert. Weil ich schon sie nicht nehmen, so wie verschiedene Leute, die jugieren just auf den Moment auf der Bühne oder die andere Phase für drin. Wir hängen ja konstant mit denen, und wir sagen auch mit denen. Und was die Leute da hast du rausknoppen, das ist einfach brutal, gell. Auch der Marc, nicht 16 Jahre. Also ich habe mit 16 sicherlich nicht so eine Stimme. Kann ich wirklich garantieren, ja. Das ist der, gegen den du Gebettelt haben, ja. Weil doch eine mega geile Erfahrung war. Weil wir gehen nicht nur gewohnt, dass wir gegen den Battle gingen. Und wir waren uns direkt eins, dass das ein Duett ging, okay, wirklich Duell. Wir gingen wirklich eine schöne Version aus dem Lied rausbringen und die Leute dazu präsentieren, besser gesagt. Und dann der Rest wäre einfach plus. Und wir sind uns wirklich zufrieden mit dieser Leistung. Und natürlich auch zufrieden, dass wir uns weiterkommen sind. Und voilà, wir haben das auch ganz krass.
Und finde ja auch schon, das bringt eine neue Wie das das schon wirklich? mit der roten Haar. Der Deutsch gesungen. Ja, das ist ganz gut. Auch Naomi. Du sagst Soul-Stimme. Und die fehlt ein bisschen an der deutschen Musikszene. Zum Beispiel, wo du Xavier Naidoo nicht mehr wirklich. Kennst du das? Ja, du kennst es, genau. Aber ja. Also und noch halt ja noch die Fische ist mega Metal-Fan, gell? Also ich lausche Ja. mega viel Metal, Ja? Rock an Hard. Okay. Ja. Also ich fand das schon das ist geil. Ja. Passt bei dich mir an dem Video von Dave Ding, weißt du sollst du eigentlich so, dass du so Liebessongs oder Ballade singst. Genau. Voilà, und du hast irgendwie so lange gemacht, dass du auch just die Musik gerne lauschst. Mit nicht Das tatsächlich, was ich sagen, das ist wirklich so Powerballaden, Heinz Domel auch so ein bisschen Softrock, so Kaleo-Style, so wie mein Blind Edition. Country-Musik und auch gerne, Modern Country noch nicht. Den typischen. Mehr privat, boah, ich lausche manchmal mehr Musik, die ich nicht mache. Okay. Die Musik, die ich selber mache. Und das ist schon probiert, so selber zu machen, Metal oder so, also zu sagen. So das Blären, so das kann ich nicht. Okay. Tatsächlich schon auch so das wirklich an den Mikro ran growlen, manchmal nennen sie das. Zu viel davon habe ich auch nicht gern. Okay. Aber bei mir ist einfach die Melodie, die knubbt einfach schon und dann. Und das selbe ist auch am Rap, gell. Also ich lausche ganz viel Rap, ob Oldschool aus oder ob Drill. Und ich fand auch cool, dass wir halt zu Lützeburg so viel Sprache können, weil du kannst ein bisschen von allem lauschen. Du kannst die deutsche Musikszene verfolgen, die französische Musikszene, du kannst die englisch-amerikanisch, keine Ahnung. Stimmt. Mit der Musik, die du schreibst, die ist komplett auf Englisch. Die ist komplett auf Englisch, ja. Okay. Das ist auch die Sprache, an der ich mich am wohlsten fühle, auch für zu sagen. Ja. Okay. Aber ich mich noch gefragt, so, erstens, so, wie hast du so die Passion gefunden, für zu sagen? Weil du siehst, du warst einfach bescheiden, du hast nie erzählt, dass du mega krass gut sagen kannst. Aber wie hast du so gecheckt, so, okay, sagen möchte mir dir Spaß, warst du so am Kannerchor oder was? Weißt du, war das schon von früher immer? Ich habe schon seit immer gesungen, seitdem ich, keine Ahnung, bestimmt schwätzen kann. Okay. Und zu dem Anfang auch damit angefangen, dass mein Papa meistens Alben gekauft hat, wo dann die Lyrics mit dabei waren, so an dem kleinen am Burse. Und dann schon Bryan Adams, damals wir hatten ein Album von ihm von MTV Unplugged und das ist extrem hängen geblieben. Das ist auch eben von meinen Idolen, weil, voilà, mich extrem inspiriert. Und ich sage seit immer, wirklich immer. Und froh, wo ich mal stellen, dass nicht gut klingt, mir echt, das macht mal Spaß. Und das schon seit immer. Und ich war tatsächlich an der Musikschule. Du lernst nicht wirklich sagen, du lernst Also ich war an der Noten Musikschule und so, ich kann das- gar nicht sagen. Also Voilà. ich kann Noten lesen, ich kann, weißt du, so, ich kann keinen Ton treffen, obwohl Ja. ich an der Musikschule war. Okay, ja. Ja, das könnte nur. Genau. Ja. Mir ist auch so ein Schnee Vocal Coachings geholt. Das war auch neu bei The Voice, dass wir auch einen Vocal Coach hatten. Mein Vocal Coach war mega gut. Ich war mega zufrieden mit ihr. Also noch immer mega zufrieden mit ihr. Und da auch habe ich verschiedene Tipps mitgeholt, weil ich sehe keinen Mensch, den sich abwärmt, wenn er singt. Schon da meine 1-2 Lieder, das sind so meine Abwärmlieder, wo ich ein bisschen mehr soft sehe, für das ich nicht direkt meine Stimme forcieren oder mega heiß gehen. Und dann fange ich einfach mal zu singen. Und das ist auch cool, so die kleinen Tipps von der Vocal Coach mitzuholen. Mal schlecht. Ja, zum Beispiel, einer oder anderen, ja. Ja. Weil ich mich nach Foto, wie war am Anfang, kannst du den Lieder, hast du die selber ausgewählt, wenn sie gesungen? Für die Blind Auditions war es so, dass du meldest dich schon an dem Casting mit Lieder, die du willst. Okay. Ja, und wenn dir wirklich auch noch gut gefällt, dann meistens kannst du auch das Lied teilen. Also so stelle ich mir das ganz viel. Verschiedene andere, bei denen war es auch so. Und das Lied habe ich mir am Anfang selber ausgesucht und sie ist nach Koch gehen. Dann noch für die Battles kriegst du ein Lied von den Coaches. Für Teamfights haben wir einen List angehen. Und liebe Leute, und war bei mir an der Liste, voilà, ich gut das Lied, wo mir an der Liste war. Nur für das Halbfinale hat man immer Englisch, konnte man checken. Es war aber so, dass zum Beispiel das Lied, das ich gesungen habe, war nicht an meiner Liste. Und ich war extrem erstaunt, weil ich sollte mal, also am Anfang ich mal selber ausgesicht, ja,
weil ich aber meiner Koch gehen und ich so ich mache mir selber eine Challenge und ich lehre das Lied gerne hun, weil ich das Lied gut gerne. Ich sollte mal kommen, das ist eine Challenge, das sowieso als Künstler muss ja auch ein bisschen vielfältig sein und weil am Nachhinein wie das haut allen enke gelauscht hat an dein echten an dritten Auftritt, also hun ich einfach irgendwie so viel besser von, weil du konnte so méi Gefilter bringen an 2 a 4, also ich mich gefreut, wie was nicht Lied gewählt hast lo für tolle Final, wo du méi so dein Gefühl kannst rausstierchen an ja okay, das erklärt it. Ja, ich mache am Anfang wirklich, also ich mache vielleicht selber eine Knie geschossen, aber ich denke schon die beste Version ist, um Lied rausgebracht und ich bereue aber nicht. Ja. Das könnte ein besseres Lied sein, ja. Ich hustet Haut mittlerweile gern oder noch Mann gern? Ich schon noch einmal nicht gerne. Ich Lied noch einmal nicht Am gerne. Anfang, das kann ja aber keine gute Idee sein, ein Lied zu singen, dass du selber nicht gern bist. Ja, das finde ich mal im Nachhinein auch so geduld. Aber es gibt Lieder, wo ich am Anfang, also wo ich die ich gerne dann hören und ich so, du hast wirklich nicht Menges und dann noch 5, 6, 7 Mal und ich mal, okay, du könntest, und dann sage ich selber und so, okay, ich habe auch Spaß, das zu singen. Und das habe ich auch ein bisschen gesehen an dem Lied. Das ist auch nur kommen. Ich habe mich immer ein bisschen mehr wohlgefühlt mit dem Lied. Ich habe eine Version daraus gemacht, wo ich einfach ein bisschen so an die also bei den Adlibs so ein bisschen so an die Blut kann gehen und ein bisschen Power kann weisen. Im Nachhinein war da aber nicht genug Power und war vielleicht einfach nicht die Nummer für genau meine Stärken zu weisen. Aber voilà, ich denke, drehst bist du in der schön und ich bereue nicht. Ja. Das heißt, voilà. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. Okay, easy. Weil, was mich noch interessiert, so der Lied Stranger. Du hast ja ein bisschen mehr so self-reflective einfach, gebe ich so ein, also so, just hier ein Zitat zu sagen. I was running in circles, looking for purpose, didn't know I had the answers. Gefällt mir ganz gut am Anfang, weil das fand ich also so ein bisschen, wahrscheinlich wie die meisten Leute, wenn sie so auf Wurzeln gehen und sie sich freuen, so, ja, genau wie du siehst, weißt du, so, du fühlst dich so ein bisschen lost auf dieser Welt. Du probierst so, weißt du, so etwas zu machen, aber du runnst in circles, du siehst no purpose. Ja. Ich kann nicht besser sagen. Und dann findest du die Antworten auf all die Fragen, die du da stellst, an dir selber. Ja. Die war geil. Ja, merci. Das Lied hatte ich mit der Label, also mit ihnen mal gut dann geschafft. Und ich fand das Lied auch ziemlich gelungen, weil auch wie gesagt ein bisschen mehr Stil ist. Auch mit dem Co-Effekt und das dritte Refrain explosiv ist. Das ist so mega Menges. Das heißt immer aufbauen und Lied bis dann zum Schluss, dass dann komplett Gas ist. Ja. Und da haben wir Kurse raufkommen. Ja. Das ist ein bisschen mehr Schema an der Musik. Ja, ist gut. Ja. Auch von den Themen her, war das so, das sind es Sachen, die du selber, die dich beschäftigen, über die du gerne schreibst? Oder was du liebst? Ich hatte schon ein Lied geschrieben, das ist so ein bisschen wie, zum einfach so in den Kopf kommen. Das ist einfach so ein Happy-Lied. So ein bisschen, ich fange nicht wirklich stark, was ich mache, so ganz Happy-Lieder, das ist nicht Menges. Okay. Und das ist auch so cool, eine coole Erinnerung an die Stil, was ich mache, ein bisschen Aufwärtslung. Ja. Dann habe ich aber auch natürlich Lieder geschrieben, über was läuft. Ich habe schon ein Lied geschrieben über. Dann immer so fiktiv oder real? Also ist da wirklich so, ob eine Situation bezogen, die du erlebt hast oder an deinem Kopf hast, oder ist es einfach eine fiktive Geschichte? Das hängt immer davon ab. Beides? Im Moment ja extrem, also beides halt. Das Lied, wo ich geschrieben habe, was läuft, das ist so fiktiv, wo ich mich einfach auf verschiedene Leute so versetze. Ein anderes Lied, das ist so ein bisschen so abpushend, motivierend Lied, für aus sich rauszukommen ein bisschen. Okay. Das ist dann mehr real. Das ist schon mehr real, ja, genau. Okay, nice. Das ist nicht immer ganz einfach, weil verschiedene, also ganz viele Künstler schreiben mit Influence von ihren Emotionen, was sie gerade fühlen. Ja. Ich fand gerade das so schwer, zumal wenn es gerade emotional extrem belastbar ist, das dann auf Stück vorbei abzuschreiben. Okay. Und dann noch die richtig schwer zu finden, weil bei mir ist schon einfach so ein Momentum im Kopf, und dann sage ich mir, okay, das klingt cool, und dann muss ich direkt machen.
Wenn ich nicht manchmal so in einer Stunde, nee, dann hast du für die Katz, dann hast den Zug fort. Und das war tatsächlich auch bei meinen Liedern so. Ich hatte gerade eine Idee und ich habe einfach geschrieben. Ich hatte dann auf einer Stunde hatte ich einen Text und eine Melodie nach. Und geht am Anfang sehr, wenn den Dafür fand ich halt schwer an der Musik, generell an der Kunst, für CD immer so Disziplin als so the key to success. Und an der Kunst, an der Musik fand ich das so schwer, für das auch wirklich zu leben, weil das, wie du siehst, ist, du hast eine Idee, du hast eine Inspiration, du hörst ein Beat, du hörst ein Lied und du schreibst auf Platz. Und für das disziplinär eben wirklich immer nicht zu reproduzieren, das ist immer schwer. Ja, Du kannst es nicht forcieren. Ja, genau. ja, genau. Entweder das könnt oder das könnt nicht. Und voilà, war schon noch ein bisschen hauptsächlich schon lange geschafft. Ich hatte mal die eine oder die andere Studio-Sessions, wo ich dann verschiedene Sachen wollte abholen. Also mit dem größten Teil von den Sachen, wo ich im Moment noch mache, kommen von mir. Und ich denke, es wäre aber nicht verkehrt, auch mit anderen Künstlern zu arbeiten. Ich beziehe mich nicht immer auf die Künstler in Deutschland, auch als Lützeburg. Ich sehe mich auch gut mit irgendeinem Kollegen hier im Land, weil, wie gesagt, ich ging natürlich nicht so, wenn ich von den Leuten halen. Ich fand die Leute wirklich gut hier im Land, die Musikszene repräsentieren. Und egal, auf welcher Richtung sie das machen, ob das Rap ist oder Gesang, Metal, was auch immer, noch für Richtungen all gehen. Mais voilà, das denke ich auch immer ein cool Alternativ für Songwriting. Oder sich einfach mit Leuten zusammenzusetzen, die just Songwriting machen. Das wäre natürlich schon ein Alternativ. Ich denke, das muss noch offen sein, Hilfe zu kriegen. Sonst geht es schwer. Das ist konstante Kampf gegen dich selber. Und irgendwann passt doch mit, dann hast du doch keinen Bock. Und dann verlierst du die Live, dann für die Musik an. Das fand ich schon mal ging schön von. Zu den Letzteburger Collabs noch kurz. Du hast schon Kontakt aktiv mit den Leuten, über die wir schon geschwärzt haben? Child, Mars, Bruce? Aktiv noch nicht. Schon selber schon begehen, bis mit denen geschwärzt, die ganze Leute. Und ich hoffe mal in Zukunft ein bisschen aktiv mit den Leuten auch ein bisschen Kontakt zu haben. Wäre geil. Ja. Also wenn du das hörst, wenn es gibt, mach dein Collab. Und dann das Lied Gölle froh. Wie weiß? Golden Question. Golden Question, ja. Ja, am Anfang, wenn du mal deinen Künstler den Lützeburgisch Musik machst, müsst du dann noch Lützeburgisch oder musst du aber Englisch immer? Ich denke, ich ging aber Englisch machen. Okay. Ich fand aber nicht verkehrt, wenn ich ein Lied ging auf Lützeburg machen. Ich meine, ich muss schon eine Sprache für die. Wir werden nicht ein bisschen die Sprache für die ausnutzen, solange es akzeptabel klingt. Ne? Ja. Das kannst du noch alles. Kannst du Portugiesisch? Ja. Okay. Kann schon noch flüssig, ja. Auch geil, wenn es wirklich so wirklich an die Sprache switchen. Ja. Weil den Child hat ja mit dem Tun ein Lied gemacht, wenn er auf Lützeburg singt, dann schon über geil. So. Ja, nicht alle an ihrem Lied. Ja, doch, doch. zum Schluss auch zum über Schluss, geil. ja. Schon halt geil, wenn du da so heinst du, weißt du, so musst, Ja. ein bisschen switcht. Missoula als Beispiel, keine Ahnung, ich fand noch so Multisprachen Dinger, das funktioniert doch. Ja. Und ich denke, wir werden nicht. Ja, eigentlich Spanisch geht ja viel gemacht. Ja, genau. Ja, oft Französisch mit Spanier. Ja. Und ich meine, so in Englisch, Lützeburgisch, wir werden nicht. Ich fand auch immer so Lieder cool, wo du dann mit Rapper-Collabs, wenn du dann so den Refrain halt singst und hast der Rapper dann an den Verses und dann an der Bridge auf den Sänger, dann denke ich etwas raus. Das so entstehen auch all die richtig groß, nicht alle mehr, viel große Rap-Hits, zum Beispiel Eminem, all seine großen Rap-Hits, sie auch am Refrain relativ melodisch. Genau. Auch dass du ein Feature, weißt du, der singt. Genau. So, und da sind wirklich so richtig schöne Pieces, richtig schöne Songs. Ich habe mega Bock, also so Sachen zu machen. Ja. Wirklich, also wirklich Gas geben mit der Musik. Und einfach etwas machen, wo mir gefällt, wo den Leuten gefällt, wo dann noch den Collaborators gefällt, Leute, mit denen ich ging featuren. Ja. Aber das ist einfach zusammensetzen, ein bisschen jammen. Ich meine, wir sehen nie. Cool. Ja. Nice. Und die ganze Aufmerksamkeit, die du kriegst, hast du das gerne oder nicht? Das Neuland, das ist aber schön. Ja? Das ist tatsächlich schön, ja, weil ich kriege wirklich viele Messagen, ganz schöne Messagen, mega lange Messagen. Wie gesagt, das wird nicht für immer so sein, denke ich. Hoffentlich wäre cool, wenn mein Momentum einfach ziemlich also bleibt. Wenn man weitergeht. Ja, wenn immer weitergeht, aber wenn nicht, dann
voilà, genießen ja also die ganze Feedback, den ich kriege, was mega leid war. Ja. Gehst du auch schon auf der Straße so oft so erkannt? Also zu Berlin mehr. Ja? Okay, Ja, also in krass. Deutschland mehr. Hier am Land habe ich auch schon einen erkannt, ja. Ein Kehr recht. Ja, also Das wundert mich, ja. ein Kehr, ja, ich meine ein Kehr. Ich will Leute, ich meine. Also Ich wäre viel nicht oft. ich weiß das, Mir undercover Ja, mit ich Mut. gesucht nicht. Ja, so. so, also ich hatte zu Dave hatte einen Auftritt, da noch verschiedene Leute auf ein Foto, auf ein Autogramm Ja. gefragt, ja. Mir das war auch wahrscheinlich mein Auftritt, da hatte ich so einfach Ja. privat, ich einfach durch einen Straße trippeln und kann den Ja. vorbei mich. Ich hatte einen Kehr. Ja, Okay, bitch. das ist aber so, das ist ein ja, cooles Gefühl. Ja, Ja. Mich verstehen auch die Leute, also ich denke schon, dass verschiedene Leute dich immer kennen. Ja, klar. Mir ist so schon einfach, entweder unter gerade keinen Bock mehr drauf, weil ich auch verstehe, ich meine, Ja. also dass den nur bei der Voice mal gemeldet wird, mit gerade sind nicht weiter, das ist auch okay. Ja. Oder sie trauen sich nicht. Oder sie trauen sich nicht. Ja. Ja. Weil aber ich will direkt will so, sie sollen sich trauen. Also Ja. ich fand das cool, auch mit den Leuten ein bisschen so zu schwätzen und Cool. denen Das ein ist auch bisschen. cool, ja. Was fräst du dann, oder was schätzt du mit den Leuten? Weil daran sind wir nicht gut. Wir sind dann immer ein bisschen awkward, wenn so, egal, es können sie, ja, nee, ich gucke deinen Podcast, mega cool. Ja. Und- Wen hat das recht, denke ich. Ja, mir, Mir- egal, du siehst so gerne mit den Leuten schätzen. So. Ich freue mich leider einfach so ein bisschen so, ja, was sie so ein bisschen machen, ob sie die Musikszene verfolgen, ob sie. Ich muss noch besser froh von, weil Ob sie mein ob ihnen das Go-To-Frohe gefällt. sind, so wie ich dich am Anfang gefragt habe, ja, wie Gas findest du da noch? Das ist ein mega schwerer Froh für die Band. Wo du bist. Das ist tatsächlich, das beschäftigt mich noch immer. Ich weiß wirklich nicht, wen ich nur halt soll. Das ist ja auch, also, Wir müssen nicht. wir mussten uns das sogar überlegen, so für was sollst du das so auf Anhieb wissen? Weil ich Keiner aber Sinn. du wennst, weil es keinen Sinn denkt, ich immer so, stell dir vor, ich treffe einen Fan und der wünscht sich, keine Ahnung, Monsieur X auf dem Ja. Podcast und traut sich aber nicht mal dazu so. Da wäre ja auch mega blöd, wenn ich nicht gefroren. Ja. Also freue ich immer. Ja. Boah, das ist auch kein 100 K oder 4 kommen mehr, aber die paar K, wo hier kommen. Egal, Punkto froh, soll man mal heute switchen? Der wird auf eine andere Frage stellen. Ding just. froh, ja. Du schaffst ja am Anfang nach, gell? Nebenbei. Nee, Ist nicht so mehr. geil. Ja, Ah, Ah, okay, krass. es ist schon tatsächlich auch geil. Das ist was all in. Ich bin all in. ah, Geil. Ich profitiere wirklich zu 100% Ah, geil. im Moment. Ich bin ein jung, Ja. ähm, Wie alt bist du? 26? 26, ja. Ich muss lo profitieren. Ich will auch dem Momentum, wie gesagt, den muss erst gepflegt gehen. Und, ich probiere lo zu 100%. Und dann gucke ich, bis wie das so lebt. Und wenn nicht, dann muss ich aber irgendwann dann noch. Wie lange Also, Zeit gehst du da? Hast du schon so in den konkreten Plan? ich ging so, das kannst du nur nicht an einem Jahr wissen. So, also wenn die Selbstständigkeit lo 2-3 Jahre lang gut geht, wäre nicht schlecht. Ja. Voilà. Okay, geil, das muss Weil- auch mir cool. Gell? Ja, das gibt mir ganz viel Zeit, auch um meine Sachen zu schaffen. Ja. Weil sonst war das halt beim Schaffen, Ja. musst du irgendwann zum Schaffen gehen. Ja. Gehst du ein bisschen an das Studio, für etwas dann abzuholen, was du mal keine 2 Stunden da, dann musst du gehen. Und du bist da gerade mega dran oder du fühlst gerade mega. Und dann fängt richtig Inspiration richtig um mit Kicken. Ja. Guckst auf Dauer, ja, nee, ich muss schaffen gehen. Ja. Und das nicht, dass ich, also ich meine, ich habe gerne geschafft, wirklich, ganz gerne. Aber mein Plan A am Leben war schon immer die Musik. Ich war noch nie wirklich auch studieren, ich schon probiert. Ich habe, wie gesagt, Schluch geschafft. Mir das nicht, was mich wirklich erfüllt. Außer die Musik. Und Geil. das wäre mein größter Traum. Mal gucken, ob der noch in Erfüllung geht. Das ist aber eine einfache Decision, Lobzahlen, oder? Ja, nee. Ja. Weil, wenn du Europa halt mal schaffen, musst du auch gucken, dass ihr dann etwas rackend von irgendwo. Ich habe Gott sei Dank verschiedene Auftritte. Ne? Aber voilà, wie gesagt, das geht ein Challenge richtig an. Und mir ist die Brett. Mir ist die wirklich Brett, dann schon Bock, Geil. etwas zu machen. Ah, bonne Chance. Merci. Wirklich von ganzem Herzen. Vielmals merci. Das ist so geil. Und das ist realistisch. Ja, Das merci. holt den Momentum mit, effektiv. Ja. Ja, ich muss dem aktuelle wirklich, ja. Geil. Schon. Und dann ein Podcast 4.0. Ja, Und, auf alle Fall. ja. Auf alle Fall. Wenn du bis 1 Million Follower hast. Ui, geht zwar schwer. Ja, war das dein Meilenstein, den du willst erreichen,
für das du nächste auf den Podcast kannst. Und Ja, doch immer, egal. war mein EP bis raus ist, Okay, an se enya muss lebt. okay, was ich. Okay, da kannst du nachher zurück. Da komm ich zurück. Was ich gerne. Ja. Nice. Ich hoffe, Ja, ich war ich hoffe, geil. dass das so. Ja, Ja, das wär cool. ja. Wirklich, ich muss wirklich natürlich schon paar Mal erwähnen, dann ich so nicht wirklich ganz oft mehr. Ich muss noch nicht wirklich mega reich gehen. Das ist für mich nicht der Grund. Also wenn ich Stadt ging verdienen, werde ich beim normalen Schaffen ging verdienen. Mir halt daneben sich die Musik all da kann man. Das gibt mir durch. Ja, nice. Also Okay. nicht das natürlich wäre natürlich cool, wenn es Ja, ja. verschiedene Nullen hast am Konto und du kannst das nicht ausgeben, was du willst und musst dann mal auf alles aufpassen. Aber voilà. Gut. Was gibst du als ich kaufen? So etwas, nicht so ein Haus oder so, aber so etwas teures, so ein Domit. Eng Domet. Also boah, es ist ein mega Autofan noch, gell? Also Ja, dann ist easy. da ging ich mal wahrscheinlich einfach ein Auto kaufen. Also. Ich fand die neue Sportsauto mega geil. Ja, also wirklich. Mir ist schon auch die amerikanischen Muscle Cars mega geil. Von früher, 70er, 80er. Die Autos, die ist sind die auch wirklich das pure Sound. So Mustang oder was? So das hier? So in dem Stil, ja. Mustang, ein Challenger. Okay, okay. Und ich denke, das sind Autos, die wahrscheinlich mit der Zeit, sie gehen nicht mehr jung, gell? Ja. Also so ein Lambo kannst du, keine Ahnung, aber nochmal mich spät kaufen. Und so ein Auto nicht. Und das wäre Das wäre den echten Big Purchase. So, ich denke, so richtig Klassiker, so ein Auto, wenn es nur ist, das richtig rabbelt, Ja, gell? das ist doch so. Ja. Geil. Und dann der Gitarren. Gitarren, ich sammle gerne Gitarren. Ich Das fand Investment. Das Investment, genau. Ich muss auch so, wenn du die richtige Gitarre kaufst, die verlieren nicht viel Wert, wenn du auch drauf aufpasst, weil die meisten gehen mit der Zeit auch besser, weil Holz schafft und so weiter. Das heißt, Arne Flügel, das habe ich schon nicht aufgehört. Braucht nicht viel zu, mei. Voilà. Also, es ging mich arrangieren, aber voilà. Ich lebe noch anders. Also. Nee, cool, aber. So, sollen wir mal, du hast eine Frage für die Audience und eine Frage für den nächsten Gast. Mit wem willst du fangen? Ein Profit Audience. Also für die Leute, was können sie gewonnen? Voilà, Sie sie können können- froh aus. Sie können hier das so ein Plektrum-Holder, den ich ganz oft benutze und immer dabei habe, gewonnen. Und da sind noch Plektren dran, die ich Benutzt hast bei The Voice of Germany. verschiedener benutzt habe, weil Voice of Germany lo tatsächlich Ja. nicht. Ich habe nämlich auch nie Plektrum gespielt. Aber schon sie benutzt. Aber voilà. Ja. Geil. Am Menge froh wie viel Gitarren ich daheim habe. Genau. Ja, dann Nice. können sie auf Insta antworten. Ja. Okay. Okay, Ja. cool. Und dann Perfekt, die, vielmals merci. die letzte Frage Gute Chance. vom letzten Gast, das war der Bruce, den heute war. Wir wissen die Frage gerade nicht mehr. Wir kommen nicht drauf. Guck mal, sein neues Gedicht. Nee. Okay. Dann, Gibt es eine Frage, die man nicht gestellt hat, die man hätte sollen stellen? Ich denke nicht. vielleicht schon nicht noch einen. Bist du, oder so du mal, denk für Also, dich, du mal für den denken, nächsten. Der nächste Gast. Was willst du noch alles an deinem Leben erreichen? Okay. Okay, dann mache ich einfach Reverse Uno-Karte. Dann ist da dann auch schon Ding froh. Was willst Okay. du da gerne am Leben erreichen? Ich will mit meiner Musik Success haben. Ich will die Leute erreichen, die Leute froh machen mit meiner Musik. Ich will natürlich auch gerne irgendwann mal lang leben an irgendeiner Wohnung oder in einem Haus, wo ich mich extrem wohlfühle, wo ich kann alles so wie ich will. Ich will gesund bleiben. Das ist auch ein großes Ziel. Und ich will natürlich dann auch, dass meine ganze Familie, Kollegen und Freunde mit an dem Boot sind. Und die Kontakte an Beziehungen auch pflegen. Und voilà. Gut. An- Viel Wunsch.
Sind noch viel, ja. An de fetten Auto, an de Flieger. Ja, an der Fläche, auf verschiedene Gitarren, an einem dicken Auto, ja, stimmt. Ja. Nee, perfekt. Also von mir war das. Wenn du noch etwas lass gehen, dann als der Moment. Oder eben nächster Podcast. Nächster Podcast können wir noch über verschiedene Sachen schwätzen. Hoffentlich komme ich dann noch. Das heißt ja, dass die Pi lebt. Ja. Und voilà. Ja, geil. Nee, perfekt. Vielmals merci. Vielmals merci für die Null ausstellen. So, merci für die Anleitung. Bis nächstes Jahr. Ciao.